So, ihr Lieben, wir beginnen eine Beziehung über Freundschaft und Dave und ich, wir sind seit über 20 Jahren Freunde und ich habe gedacht, wie wäre das, wenn wir mal ein bisschen in unserem Nähkästchen sprechen würden? Wie haben wir es hingekriegt, immer noch positiv füreinander zu sein? Ich liebe deine Art, wenn es dir gut geht. Ich liebe deine Art, wenn es dir schlecht geht, auch. Einfach ein bisschen zu erklären, wie können wir uns auch anfeuern, dass wir auch mit Jesus unterwegs sind. Wir beginnen mit so ein paar Bildern, dass ihr ein bisschen versteht, woher kommen wir. Wir waren vor vielen Jahren zum ersten Mal in Amerika, eingeladen an einer großen Konferenz C3. Das war die Konferenz, da war Stephen Furtick auch da, der hat mich predigen hören. Hat dir auch deine Haare geschnitten? Ja, genau. wir waren schon auch in Asien unterwegs dann. Was ich an dir, Dave, liebe, ist Folgendes. Er macht Dinge, die sich mal getraut sich nicht. Von in Amerika, ein Bild vom Shopping Mall, gibt es so diese das sind für die nicht mehr gehen konnten. Und Dave hat es einfach genommen, ist rumgefahren und hat allen gesagt, hallo! Also wie ein Schweizer Kind, genau. Das liebe ich an dir, du bist frech und wild. Das nächste Bild ist auch hochinteressant. Dave ist lauter als ich und du sagst, ich bin mega laut. Er ist immer laut. Also ich habe Ohrenstöpsel gekauft wegen Dave. Und ich liebe, du bist immer so positiv, wenn wir hingehen, zum Beispiel gehen in ein Restaurant und dann hast du eine Menükarte und sagst zum Dave, ich lade dich ein, sagt, ich nehme alles. Und das meint er auch so. Ich liebe das. Das nächste Bild, du bist ja ein Worshipper, hast eigene Songs geschrieben. Unser Sohn Stefan musste eine Arbeit machen über einen Promi-Musiker, der hat dich genommen. Dave, du bist in unserer Familie, bist du der Rockstar. Wow. Du liebst Jesus, bist frech, bist wild, hast eine Familie. Lass uns mal Dave einen Applaus geben für einen Real Man. Real Man. Ja. Ja, danke vielmals und das ehrt mich natürlich und ich kann das nur zurückgeben. Ich habe auch 3 Fotos mitgebracht. Eins von der Worship-Tour, ich bin nicht mal sicher, Worship-Tour, aber TÜV-Tour auf jeden Fall. Ja, das vermischt sich bei uns ein bisschen, jeweils blurry lines. Und wir waren da mit dem Motorrad unterwegs. Ihr müsst verstehen, ich hatte eine so Grundangst in meinem Leben und die ist als Kind, ich hatte wirklich Angst davor, ein langweiliges Leben zu führen. Und dann habe ich Leo kennengelernt und habe gemerkt, diese Angst kann nicht mal atmen in seiner Nähe. Weil auf dem Motorrad zu Hause oder sonst irgendwo, Leo hat immer die besten Ideen, auch wenn zum Beispiel Corona kam. Das ist für ihn nicht ein Problem, sondern es ist einfach, man macht dann was anderes, was alle anderen nicht tun. Und so, es gibt immer, du bist so Possibility Thinking, Möglichkeitsdenker. Ein Bild habe ich euch mitgebracht von etwa 2-3 Wochen, waren wir auf Worship Tour. Und wir suchen uns nicht einfach, wo können wir die größten Hallen füllen und wo kann unser Name möglichst groß scheinen, auch Leo nicht, sondern was du tust, du sagst, komm, wir gehen an Orte, wo noch nichts ist und wo wir Kirchen pflanzen können, Church Plants. Und ihr müsst verstehen, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele, auch Männer und Frauen Gottes, die sagen, okay, wie kann ich das Ministry, das ich habe, noch weiter ausbauen und da noch mehr Kapital draus schlagen. Das macht Leo definitiv nicht, sondern er geht immer wieder unten rein und versucht from scratch etwas zu bauen. Und das fasziniert mich. Und manchmal ist man so nah bei einem Freund oder einem Ehepartner, dass man wegen der Nähe und an den Fehlern, die man dann auch sieht. Fehler? Was Fehler? Ja, du hast keine, aber jetzt andere Menschen, weißt du. Bei mir ist es offensichtlich. Ja, dann vergisst man, weil man dann so nah ist und dann sieht man das, was auch ein bisschen schräg ist, vergisst man, was für eine Berufung und Salbung auf eine Person ist. Das habe ich bei dir nie gemacht, Leo, weil ich sehe die Hand Gottes über dir. Du bist ein Mann Gottes, ein crazy Typ, der ein Schlüssel ist für Europa und für die Kirchengeschichte hier. Und es ehrt mich, mit dir unterwegs zu sein. Für das lass uns auch einen Applaus geben. Danke. Yes. Danke. Und das letzte Bild, das entsteht jedes Jahr aufs Neue, wenn wir aufs Stilfster Joch gehen mit dem Motorrad. Das sind etwa 40 Haarnadelkurven. Und das Problem ist, er hat wirklich die schönere Harley als ich und die größere, aber ist auch nicht so schnell um all die Kurven rum. Und ich war dann oben und steig mal ab, geh mal Pipi und dann komme ich zurück und dann essen wir immer zusammen eine Hirschwurst. Ja, das ist ein Ritual jedes Jahr. Hirschwurst da oben mit Sauerkraut, da kannst du furzen den ganzen Tag. Es ist richtig geil. Ja, super cool.
So, Prediger 4, Vers 9, wir bleiben in einem Bibeltext drin und in Prediger 4, Vers 9 geht es darum, zwei haben es besser als einer alleine, denn zusammen können sie mehr erreichen. Du musst eines wissen, der Teufel greift christliche Ehen an, christliche Kirchen an, auch Freundschaft. Wenn du unterwegs bist mit Menschen, die an Jesus glauben, wird der Teufel nicht einfach sagen, no, ich habe mega Freude, ich habe eine super gute Freundschaft. Der Teufel weiß, wenn er einen Keil reinschlagen kann, dann ist man verletzt, enttäuscht und bitter, dann hat der Feind gewonnen. Wir gehen jetzt ganz kurz rüber, wir alle haben so eine Box, die haben wir. Wir haben Hoffnungen, Träume und auch Wünsche, die haben wir. Und es ist ganz interessant, dass es auch unterschiedlich auch wahrgenommen wird, was man sich so wünscht und auch hofft. Dave, beginne mal mit dem ersten, was man sich so wünscht in einer Freundschaft hier. Ja, ich sehe da Geldscheine. Ja. Und das erinnert mich schon an dich, weil du preachst ja auch gerne über Geld. Das ist dir ein wichtiges Thema. Und du bist der Investment King. Und darum ist es für mich eigentlich keine Überraschung, dass, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich fast immer du zahlst auf unseren Trips. Also außer irgendwo in Italien, wo es ganz billig ist, zahle ich schon mal einen Kaffee. Aber sonst zahlst du, und mir wurde heute auch bewusst, warum. Weil dein Motto ist ja blessed to be a blessing, und ich will dir nicht im Weg stehen. Darum danke. Gern geschehen. Also, für alle die finanziell schwierig waren, man kann es auch so auslegen, genau. Dave, was ich krass finde, wenn wir auf eine Worship-Tour gehen, mir fällt auf, dein Motorrad ist immer blitzeblank, alles ist poliert und ich denke immer, woher hast du diese Zeit? Dann wird mir klar, Worship ist auch einfacher, du hast immer die gleichen Lieder, die man wiederholt. Ich muss immer eine neue Predigt entwickeln, sonst sind sie nicht happy. Und dann habe ich oft das Gefühl, während du eine Pause machst, habe ich oft so Konfliktgespräche wegen dem ICF. Du könntest auch mal mein Motorrad polieren, weil ich habe die erste sowieso dir geschenkt. Das ist so nicht mal der Frage, das macht man. Ja, okay. Ich wüsste gar nicht, wo anfangen, es ist so dreckig. Okay, und dann haben wir eine Small Group zusammen. Wir sind schon lange in einer Small Group miteinander und Leo öffnet sein Haus mega oft. Danke an dieser Stelle. Und dann ist mir aufgefallen, ich bringe eigentlich fast nie was mit. Und auch hierzu gibt es natürlich einen Grund, den ich dir nennen möchte, weil du hast so guten Wein. Der ist wirklich richtig gut. Jetzt stell dir mal vor, ich würde Wein mitbringen. Der ist ja dann tendenziell, auch wenn ich mir Mühe gebe und tief ins Portemonnaie greife, schlechter. Darum habe ich mir gedacht, aus Nächstenliebe, dass es macht viel mehr Sinn, wenn dein Wein für alle da ist und wir können deinen Wein trinken, dann gewinnen alle. Habe ich mir überlegt. Ja, macht ihr auch so, by the way. Aber hey, das andere ist, was mir auffällt, du verbringst oft in entscheidenden Momenten mit anderen Freunden mehr Zeit als mit mir. Es ist keine Kritik, es ist einfach sachlich, aber ich möchte dir sagen, ich nehme das wahr und ich könnte jetzt nicht sagen, es löst nichts aus, wäre jetzt ein bisschen püpperlepüpp. Hast du einen Seelsorgekurs gekriegt, wie du kommunizieren musst? Nein, einfach so. Es löst nichts aus, aber... Ja, es ist einfach so, wollte ich dir noch sagen vor den Leuten. Ich finde es interessant, weil es ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung. Und wenn ich deinen Kalender anschaue, dann fällt mir auf, dass mein Name eigentlich nur dann vorkommt, wenn wir sowieso auf Worship-Tour gehen. Und ich weiß, du denkst, die Worshipper, wir haben es nicht so streng wie du, aber du nimmst mich ja dann einfach tendenziell mit, weil du einen Worshipper brauchst. Ja, das stimmt. Was siehst Ja, ich kann schon singen, aber dann macht es nicht so Spaß für die da sind. Das andere, Dave, ich liebe dich, Dave. Dave, du bist ein Diskutierer. Ich kenne niemanden, du diskutierst über alles Thema, bis es diskutiert ist. Es muss klar sein. Also das Gesetzbuch von der EU ist nichts dagegen zu dir. Und manchmal finde ich, Dave, lass doch einfach mal grau auch grau sein. Grau ist auch eine Farbe. Es ist nicht immer nur schwarz-weiß, es gibt auch mal eine Grau-Nuance. Dann hätten wir mehr Zeit zum Motorradfahren. Was ich mich schon den ganzen Tag frage an dieser Stelle, ist Grau eine Farbe? Ist eine Farbe. Grau wie Enzian. Ist blau. Weiß. Okay. Und dann hat es hier noch ein Herz. Und ich merke, es gibt so zwei Themen, die liebst du einfach zu bearbeiten. Das ist Geld und dann Sex und so. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ist ja auch kein Thema für dich so krass, weil mit Susanna hast du ja eine Frau gefunden, die grundsätzlich wahrscheinlich tendenziell keine Probleme macht, easygoing ist und dich unterstützt in allem. Und dann ist es auch kein Wunder mit dem vielen Geld, das ihr habt, irgendwoher
in die Ferien fahren könnt. Und Von irgendwo, das ist die Wolle vom Schaf. ja, schön für dein Schaf. Aber was mache ich ohne Schaf? Auf jeden Fall, ist egal, ich mag dir das wirklich gönnen. Ja. Aber einfach, es ist kein Wunder, weil du hattest auch noch nie eine richtige Ehe- oder Lebenskrise. Da kannst du halt nicht so mitreden. Ja, eben, das ist halt ein Worshipper-Problem, die haben zu viele Gefühle, genau. Das andere, was mir halt auffällt, jetzt bist du schon ein paar Mal in den Urlaub gegangen mit einer anderen Familie. Auch War richtig cool. eben, siehst du, da schickt mir ein Foto, wir waren in Frankreich, geiles Pool, zum Glück bist du nicht da. Ja, löst was aus. Und jetzt ist ganz interessant, alle diese Dinge, die wir da reingeworfen haben, wenn man jetzt die Box mal dreht, kannst du mal helfen, Dave? Dann kommt ein Wort dir entgegen, und zwar Erwartungen. Wir alle haben in den Freundschaften versteckte Erwartungen. Das ist die Erwartungsbox. Das spricht man nicht so aus, das sagt man nicht. Auch wenn du an Jesus glaubst, du hast gewisse Erwartungen an Jesus, was Jesus dir bringen müsste. Und diese unausgesprochene Box löst was aus. Und jetzt ist es interessant, es entsteht ein Kampf in den Freundschaften, weil ich denke, meine Argumente sind so viel besser als deine Argumente. Und ich ziehe es auf meine Seite. Ja, und dann tue ich das natürlich dasselbe, kennt ihr vielleicht auch in eurer Beziehung. Ihr zieht und denkt, ja, aber ich habe sachlich alles durchgedacht, ich habe sogar darüber gebetet und Jesus hat mir gesagt, er ist gleicher Meinung. Und Ja, er hilft ganz sicher nicht. Ganz sicher Er wird nicht. Leos Herz jetzt wirklich schön massieren und marinieren, bis es dann gut kommt. Ja, also Jesus wird nie Partei ergreifen. Jesus sagt nicht, oh krass, du jammerst über deine Freundin, sagt Jesus, endlich siehst du es auch. Du hast schon lange so gesehen. Wird er nie machen, Dave. Hab gehört, dass du sagst, aber theologisch geht es so nicht auf. Man kann ihn nicht stehen lassen. So was dann aber auch geschieht, ist irgendeiner von der Gruppe sagt dann so nimm die Erwartungsbox. Es gibt immer in jeder Freundschaft jemand, der verliert. Auch in den vielen Ehen ist jemand schluckt runter und sagt, okay, der Ehe zuliebe, der Familie zuliebe, der Kirche zuliebe, der Freundschaft zuliebe, nehme ich das halt auf mich und du wirst nicht gefragt, weil du hast ein Herz, wo nicht will, dass Dinge kaputt gehen. Und der andere denkt, okay, wenn er oder sie das nicht performt, dann habe ich ja noch mehr Möglichkeiten. Und dann überlegt man sich plötzlich im Herzen, ich könnte mal auch eine neue Freundschaft beginnen. Und jetzt kommt ein Satz, jeder ist normal, bis du ihn oder sie besser kennenlernst. Dann merkst du, jede Person hat irgendwo einen Flick in der Birne und merkst, es ist nicht normal. Aber was dann geschieht, ist so, du kommst in eine Todeszone rein. In dieser Zone, wo ich mich verabschiede, kommen die Gefühle. Und der Teufel kommt genau in deine Emotionen rein. Der weiß ganz genau, welche Gefühle er ziehen muss, damit du sagst, siehst du, Freundschaft funktioniert nicht, Gott funktioniert nicht, die Church funktioniert nicht. Und der andere, der die Box hat einen Riesendruck, krepiert fast an dieser Last. Ja, und dann bist du mit dieser Box und willst die Beziehung zusammenhalten und du hältst all diese Erwartungen der anderen Person und weil du nicht darüber diskutieren willst oder dem Frieden zuliebe, gibt es in dieser Todeszone eben sogenannte Tabuzonen. Dinge, über die sprichst du einfach nicht mehr. In der Familie kennst du vielleicht auch, weil Leute dann sind nicht mehr im Glauben, aber du schon, dann ist der Glaube eine Tabuzone oder Politik ist eine Tabuzone oder was auch immer. Das kann mit deinen engen Freunden auch geschehen. Und dann ist einfach, denkst du, was habe ich falsch gemacht? Aber du hast auch nicht den Mut, da ihm das wieder zurückzugeben, weil einer trägt das ja. Genau. Und was ich jetzt sage, ich mache noch eine ganz kurze Liste auf, wo zerbrechen Freundschaften. Es gibt eine ganze Liste. Es kann sein mangelnde Beziehungsfähigkeit. Du merkst, deine Eltern in der ganzen Verwandtschaft. Scheidung ist wie ein roter Faden im negativen Sinne. Fehlende Kommunikation. Du kommunizierst nur noch mit Schreiben, aber mündlich kannst du das nicht mal etwas sagen. Ist auch ein Challenge. Nicht mal ChatGPT kann dich unterstützen. Dann unterschiedliche Erwartungen. Man spricht die Konflikte nicht an. Das ist so ein typisches Schweizer Problem. In Deutschland ist eine Kultur, die Deutschen haben eine gute Kultur. Wenn dich was nervt, dann sagst du es direkt. Das ist doof. Das ist für uns Schweizer oft verletzend, oder? Aber dann ist es gesagt und lass uns ein Bier trinken. Wir Schweizer sind verletzt. Weißt du, was wir machen? Wir ziehen es uns raus und wir sagen nichts. Nach 5 Jahren sagst du, du hast mich mega verletzt und enttäuscht und dann dankt dir, wo? Ja, beim Migros hast du nicht Hallo gesagt, dabei war es der Lidl. Das andere zum Beispiel geht weiter, man hat verletztes Vertrauen, man hat sich auseinanderentwickelt, du hast eine Freundschaft und plötzlich eine Familie. Social Media ist ein riesen Challenge.
dann auch fehlende Vergebung oder man ist total überfordert im Zeitmanagement. Wie auch immer, diese Erwartungsbox geht gar nicht. Man muss alles zurücktun in diese Wunsch-Sehnsüchte-Box, da gehört es hin, aber niemals in diese Erwartungsbox hinein. Und dann nimmt man diese Box von Hoffnung, Träume und Wünsche und man geht zum Kreuz. Weil nur Jesus alleine kann mein Manko füllen. Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich Minderwertigkeitskomplexe habe, ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch und du hast es nicht gelöst mit Jesus, nehme ich das mit in die Erwartung, du musst mich liken, du musst mich mögen, du musst mich unterstützen, du bist keine Konkurrenz und dann merkst du plötzlich, die Freundschaft wird mega, mega komisch. Und das Zweite, was mir bewusst wird beim Kreuz, ist Folgendes. Weil ich gehe immer davon aus, und das machst du auch, du denkst immer, ich bin normal. Alle anderen haben einen Flick in der Birne. Stimmt's? Stimmt's? Kann ich einen Namen hören? Sagst du ruhig? Weil du gehst davon aus, ich bin normal und das Gegenüber hat Probleme. Mir hilft es zu wissen, ich bin nicht normal, Dave ist auch nicht normal und ihr sowieso nicht. Nein, weißt du warum? Weißt du warum? Weil ich habe nicht die Erwartung, dass ihr mein Manko füllt, sondern Jesus. Du musst die Position einnehmen. Ich habe ein Problem, er hat ein Problem, er hat ein Problem, aber Jesus füllt das, weil da gehört die Box hin, was gibt Wünsche und Sehnsüchte, die ich beim Dave nicht fühlen kann, auch wenn ich das gerne würde, hätte und möchte. Yes. Ich glaube, viele von uns, wir unterschätzen manchmal, man kann das auch überspielen natürlich, die geistliche Dimension einer Beziehung, aber viele von uns unterschätzen das auch, weil Leo hat bereits gesagt am Anfang, der Teufel hat ein Ziel und das ist deine Beziehungen, die gesund sind, zu zerstören oder einen Keil dazwischen zu treiben. Und darum ist es wichtig, dass wir ans Kreuz kommen, weil das Gegenmittel, die Waffe gegen einen geistlichen Angriff ist auch geistlich. Das heißt, du kannst nicht alles ausdiskutieren. Gewisse Dinge musst du in deinem Herzen zum Kreuz bringen und dort lösen. Darum siehst du, dieser Balken ist kleiner als dieser Balken. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der mich füllt und ich bin ein Freund, weil ich weiß, ich brauche diese Gnade von Gott. Wir gehen in 4 ganz einfache Punkte jetzt rein, ganz kurz. Wie leben wir dann seit 20 Jahren, Dave? Wir sind wie so ein altes Ehepaar unterwegs, immer noch on fire. Wie haben wir das 20 Jahre geschafft? Kannst du das der jungen Generation hier erklären, wie wir das gemacht haben? Ja. Ja, jetzt war mir gerade ein Spruch auf den Lippen, aber ich bringe ihn jetzt nicht. Cool, sprich aus, was du fühlst und brauchst, aber nicht, was du denkst immer. Sprich aus, was du fühlst und brauchst. Im Sprüche 27,6 steht, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Wow, was für ein Vers. Denn oft ist es heute ja so, dass wenn jemand positiv zu dir spricht, immer das zu dir sagt, was du hören willst. Affirming culture. Dann ist er oder sie dein Freund, deine Freundin. Meine Damen und Herren, ist nicht so. Weil ein guter Freund, eine gute Freundin, jemand, der close enough ist, auch deine Schwächen zu kennen und dich trotzdem zu lieben, der oder die wird in dein Leben sprechen und es wird manchmal wehtun. People don't know what they don't know. Das ist so ein Grundgesetz. Menschen wissen etwas nicht, was du ihnen nicht auch offenbarst. Also wenn ich jetzt hier Hoffnungen, Träume und Wünsche bei Gott deponiert habe, heißt das nicht, dass du nie mehr mit deinem Freund oder deiner Freundin darüber sprechen solltest, was dich bewegt. Und ich habe hier eine Liste mitgebracht von gesunden Erwartungen und nicht so gesunden Erwartungen, weil nicht jede Erwartung ist ungesund. Also es gibt so Basic Rules, die du in einer Beziehung voneinander erwarten darfst und sollst. Das ist Respekt, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit. Also so einfach, ich kann mich auf dich grundsätzlich verlassen. Was aber problematisch ist, ist, wenn wir beginnen damit, dass wir erwarten, dass das Gegenüber weiß, wie ich mich fühle, ohne dass ich sie oder ihn gefragt habe. Und jetzt denkst du, ja, ist ja logisch, aber schau mal und tu dich mal reflektieren, wie oft wir das tun mit unserem Gegenüber. Ich bin jetzt auch, by the way, heute mein Hochzeitstag, 23 Jahre verheiratet mit Tanja. Come on! Und manchmal, vor allem am Anfang, hatten wir das Gefühl,
warum reagiert mein Gegenüber, das ist auch bei den problematischen Erwartungen, nicht perfekt auf meine Emotionen? Ja, warum wohl? Weil es ist einfach eine problematische, eine Erwartung, die völlig aus der Luft gegriffen ist, die niemand erfüllen kann. Und niemand ist ein Mindreader und kann in deinen Kopf schauen, wie es dir geht. Ich habe 3 Girls zu Hause, also bin nur mit einer verheiratet, aber habe 2 Töchter. Alle haben einen Zyklus und ich gehe da so durch den Zyklus und kann dann immer raten, was gerade passiert. Und dann manchmal, ist ein bisschen ein lustiges Beispiel, dürft auch nicht euch zu sehr verletzt sein, wenn das sich jetzt vielleicht betrifft. Aber manchmal fühlt es sich genauso an, hey, jetzt muss ich irgendwie raten, was passiert. Und dann frage ich manchmal, lieber Schatz, hast du deine Tage? Und dann sagt sie ja, und dann ist mir alles klar. Ich meine das nicht abschätzig, sondern ich kann nicht interpretieren, was in jemandem abgeht. Das heißt, liebe Girls, ihr dürft auch euren Partner darüber informieren, wenn etwas nicht gut ist und er nichts dafür kann. Es würde mega helfen. Ich weiß, ein bisschen heikles Thema, aber ich habe es jetzt mal erwähnt. Cool. Wünsche. Alle Männer klatschen. Alles gesagt. Hand kehr um. Jetzt ist es lustig, aber wir müssen das natürlich dann auch ernst nehmen, gell? Und nicht die ganze Zeit, ja, jetzt kommt es ganz hilft. Genau. Also Wünsche kommunizieren. Ich wünsche mir, zum Beispiel kann ich sagen, Leo, ich wünsche mir, dass du, und dann kannst du etwas äußern. Zum Beispiel, dass du für mich betest. Oder ich habe geschrieben, hey, du hast ja diese schöne große Harley, wenn du in den Ferien im Urlaub bist. Ich wünsche mir, dass ich sie ausleihen kann, damit ich mit meinen Töchtern so richtig rumcruisen kann. Kann ich ja fragen. Ich habe aber gleichzeitig gesagt, wenn es nicht geht, aus irgendeinem Grund, kein Problem. Weil ein Wunsch ist einfach ein Wunsch und das Gegenüber darf Ja oder Nein sagen. By the way, ich muss was einschieben, weil beim Abendessen habe ich mit jemandem geredet über die Social-Media-Kultur. Mir fällt auf, auch bei meinen 2 Teenager-Girls, dass es ein Riesending ist, wer du likest, wer dich liked. Und man geht schauen, wer hat was gezeigt und angetappt. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Boomer, egal. Ich möchte dir einfach empfehlen, du kannst auch mal lernen von Boomers. Weißt du warum? Es ist nicht gesund, wenn du die ganze Zeit abcheckst, hat jemand mich geliked oder folgt mir jeder nach, den ich auch gerne möchte Anerkennung davon haben. Das musst du am Kreuz lösen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich folge nicht mal allen von meinen Freunden nach auf Social Media. Ja. Mal dir schon. Nein, aber und wenn jemand sich wegen dem irgendwie beleidigt fühlt, dann ist das sein oder ihr Problem. Du kannst auch jemandem entfollowen, du kannst auch jetzt mir entfollowen, ist kein Problem. Weil ich lebe nicht von Social Media und du lebst nicht von Social Media. Okay? Mega wichtig. Also, wir sprechen aus, ich wünsche mir, Leo, könntest du bitte für mich beten? Könntest du mich bitte anfeuern? Könntest du mich bitte unterstützen? Kleines Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben vor ein paar Monaten und das war mein erstes Buch und ich war nervös, weil bis jetzt habe ich Songs veröffentlicht und jetzt plötzlich möchte ich ein Buch veröffentlichen. Es war so ein Herzensprojekt, aber ich wusste, das ist eigentlich die Domäne von Leo. Wie soll ich jetzt hier das einfach so machen und wie soll ich es ihm sagen? Vielleicht sagt er dann, du Arsch, das ist mein Ding und so und überhaupt, du kannst sowieso nicht schreiben, mach gar keinen Sinn theologisch und so. Hat er alles nicht gemacht, hat mich angefeuert. Er hat sogar Werbung dafür gemacht, hat gesagt, preach das, brauch das für alles, was du machst, hat mir sogar eine Bühne gegeben. Und das hätte er alles nicht tun brauchen, obwohl er mein Freund ist. Aber er hat es getan, weil er weiß, etwas, das zerbrechlich ist, etwas, das am Aufkeimen ist, das muss man nicht kritisieren, sondern das muss man anfeuern, richtig hart. Und das macht Leo. Ja, Mann. Vielen Dank, Dave. So, der zweite Tipp ist einfach, ermutigt euch nahe bei Jesus zu bleiben und ihn über alles zu lieben. Es ist mir ein Riesenanliegen, Dave.
Ich möchte sehen, dass meine Freunde, du, ich und ich habe noch andere Freunde, ich möchte sehen, dass wir den Lauf mit Jesus vollenden. Schau, wenn du lange in der Church unterwegs bist, ich habe viele Freunde gesehen, sind vom Glauben abgefallen, andere sind komisch geworden. Wir haben heutzutage, der Bethel hat etwas nicht gut gemacht in der Prophetie, Hillsong hat etwas verkackt. Wir haben heute auf Social Media alles, der hat das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und ich bin es ein bisschen müde, diese Geschichten zu hören, weil ich denke, das ist doch nicht unser Niveau. Lasst uns doch Freundschaften bauen, wo wir sagen, niemand ist perfekt, aber wir helfen uns zusammen, dass wir das Ziel erreichen, weil die Bibel sagt in Prediger 4, Vers 11, wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen doch wieder auf. Das heißt, wenn du lauwarm bist, ich mache dich wieder feurig für Jesus. Und wenn der andere, wie soll der andere wieder warm werden? Und ich kann euch eines sagen, ich habe mir überlegt, schon vor einigen Jahren, ich bin nicht ein Fan von, wer hat was falsch gemacht. Also es gibt Leute, die haben stundenlang über Bethel und Hillsong studiert, was haben sie falsch gemacht. Du musst immer wissen, da musst du auch der Geschichte von Hillsong auch zuhören. Weil jede Person auf Social Media bringt ihre Seite. Wenn du einen Streit hast in einer Freundschaft und dann sagt die Freundin über den Freund, dann denkst du, boah, der Freund ist böse. Sprichst mit dem Freund, merkst du, sie ist böse. Du hast 2 Ohren, für jede Person ein Ohr. Dann musst du beide Geschichten hören. Und es gibt ein Beispiel, an dem wir uns orientieren können, ist Billy Graham. Billy Graham ist gestorben, ist im Himmel. Er hatte 3 Freunde, ich habe ein Foto mitgebracht. Sie haben den Dienst zusammen angefangen. Sie haben gesagt, wir beginnen den Dienst zusammen und wir enden den Dienst zusammen ohne einen Shitstorm. Wir werden zusammen in den Himmel gehen und niemand von uns wird vom Glauben abfallen. Und ich habe Billy Graham studiert. Ich habe gemerkt, du musst das studieren, was funktioniert und nicht das zu studieren von Social Media, was so aufploppt als interessant. Er hat 4 Dinge gemacht mit seinen Freunden. Und jetzt denkst du, was ist der Link zum Dave? Ich komme dann schon noch. Der Modesto Manifesto heißt das. Sie haben gesagt, 4 Dinge, für das stehen wir. Der Umgang mit den Finanzen ist klar. Niemand von uns wird reich durch unser Ministry. 2, sexuell haben wir keine Affäre, kein Flirten. Wir gehen nie in einen Café mit einer Frau alleine, nicht mal in einem Fahrstuhl. Das ist ganz, ganz krass. Unsere Kommunikation ist korrekt. Wenn wir sagen, es waren 1000 Bekehrungen, dann waren es 1000 Bekehrungen, nicht einfach so ungefähr, waren genau. 4, wir werden nie über Kirche negativ sprechen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist so mein Grundwert von meinem Leben und auch von unserer ICF Church. Wir haben vor 4, 5 Jahren das Gleiche gemacht, den Ehrenkodex von ICF Zürich. Und ich möchte es euch einen Link erklären. Der Ehrenkodex von Zürich, wenn du im ICF Zürich angestellt bist, hast du 4 Challenges. Erstens, deine Löhne und Finanzen sind geregelt. Niemand in unserer Church, auch nicht Leo Bicker, auch nicht Dave Cool, egal wie viele Bücher ich schreibe, niemand verdient zusätzlich an diesen Büchern. Das heißt, unser Gehalt ist geregelt. Wenn du hörst von Amerika, von Wohlstand, von Nigeria, schön, dass du das hörst, das ist im ICF Zürich nicht möglich und auch nicht der Fall. Sogar unsere Spesen sind definiert. Wenn ich auf eine Reise gehe nach Amerika, ist die Spese pro Tag definiert. Ich kann 2-mal etwas essen, einmal Junkfood und einmal vielleicht noch ein Sandwich. That's it. Wir verbraten unsere Spenden nicht. 4, Gesundheit und Sexualität ist für uns mega klar. Da haben wir klare Linien. Macht und Kompetenz ist auch definiert und unsere Glaubwürdigkeit und Integrität. Jetzt schau dir das an und denkst so, okay, was hat das zu tun mit dem Dave? Danke, bist so lange da gestanden. Gib ganz kurz deine Hand. Hast sehr gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, jetzt musst du ganz gut zuhören. Ich habe für meine Freundschaften 4 Dinge definiert. Das erste ist, kannst gerne bringen, wir sprechen über unsere Finanzen. Ganz ehrlich und offen, was verdienst du? Was erbst du? Wie viel spendest du? Hast du einen Reach gegeben? Was sind die Wunder? Ich frage ihn, das ist nicht so, das geht mich nichts an. 2, sexuell will ich, dass Dave keine Affäre hat. Und Dave fragt mich immer wieder, wie geht's im Sex mit deiner Frau? Und sage immer, Dave, was unter der Bettdecke angeht, geht dich nichts an. Kennst du den Satz? Er fragt mich, ein guter Freund fragt mich, wie geht's mit deinem Sex? Weil es ist mega wichtig, wenn mein Sexleben mit meiner Frau nicht gut sind, ich hoffe jetzt meine Söhne sind da heute Abend, hören das zu, weil ich stelle mir die Frage nie, müssen sie auch nicht, ist peinlich, aber Dave stellt mir die Frage, wie läuft es in der Sexualität? Merkst du, das ist
Ich spreche von Freunden, du machst dich verletzlich. Die lassen dir was sagen. Die gehen da rein, wo es weh tut. Entweder tut Dave mir weh oder der Teufel tut dir weh. Das Dritte, er fragt, wie gehst du um mit deinem Namen, mit deiner Berühmtheit? Ich habe eine Begabung von Gott. Ich bin eingeladen auf der ganzen Welt, um zu predigen, around the world. Das ist ein Geschenk, aber ich bin auch nicht doof. Ich kenne mein Talent und die Bibel sagt, wer meint, er steht, pass auf, dass du nicht umfällst. Und Dave hat eine krasse Stimme, sorry. Die sind einfach 0815. Wir fragen uns, wie gehst du mit der Stimme um? Wie gehst du mit dem um, dass du plötzlich ein Buch schreibst, ist ein Bestseller? Das geht an dir nicht spurlos vorbei. Du hast Feinde und Freunde. Und wir stellen uns die Frage, wie gehst du mit dem um? Und das Vierte, was ich Dave auch frage, ist, lass uns nicht negativ über andere Christen reden. Wir reden nicht negativ über andere Kirchen. Machen wir nicht. Die anderen Kirchen sind unsere Brüder und Schwestern, solange Jesus im Zentrum ist. Ist nicht unsere Kultur. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und was ich mit dem sagen möchte, ist, wir haben Rechenschaft. Ich gebe Dave den Schlüssel in die Hand und sage, Dave, du und 3, 4 andere Freunde, ihr habt das Anrecht und Vorrecht, diese Fragen zu stellen. Und meine Frage ist, wer hat in deinem Leben Rechenschaft? Oder wem legst du Rechenschaft ab? Wer darf in deinem Leben, in dein Leben reinsprechen? Jetzt sagst du, ja, aber ich habe so gute Freunde wie den Dave habe ich nicht. Das ist die falsche Frage. Was für ein Freund, was für eine Freundin willst du sein? Du definierst die Kultur und nicht das Umgekehrte. Und das ist ein Punkt, gell, Dave? Da macht man sich brutal verletzlich. Und genau da scheitert es. Wir machen es dem Teufel zu einfach, dass wir einfach das machen, was wir machen wollen. Ich und Jesus haben gebetet und dann stimmt es. Nein, es gibt auch den Dave, es gibt den Michi, es gibt den René. Ich habe Freunde, die sagen, Leo, mir fällt auf und ich möchte dich als ein Freund ermahnen, so goes it not, und sagen, okay, ich höre zu. Das Dritte, Dave, ist, man unterstützt sich auch in Zeiten, wo es schwierig ist. Ich meine, ich habe dich ja lieb, wenn du lieb bist. Ich finde es cool, wenn du cool bist, aber es gibt auch Phasen, da läuft es nicht in der Freundschaft. Wie geht man dann um mit dem? Ja, das Gute ist, also Leo fragt mich immer wieder mal, wie kann ich in dieser Situation dir helfen? Oder auch in der Small Group, ist ja nicht nur, eben auch bei mir, ich habe noch mehr Leute um mich als Leo. Und die Small Group ist auch so ein Ort. Und viele von euch wissen das, ich habe es auch hier schon oft erzählt, dass Tanja, meine Frau, seit Jahrzehnten an einer chronischen Krankheit leidet. Und das ist in den letzten 2 Jahren wirklich noch sehr viel schlechter geworden und ist nicht einfach auszuhalten. Den Druck zu Hause, Druck auch im ICF zum Teil, neue Verantwortung reinzuwachsen und so weiter. Und was ich mache ist, ich gebe Updates ganz aktiv und sage, hey Jungs, Small Group oder Leo, ist gerade im Moment sehr schwierig wegen dem und dem. Und dann weiß das Gegenüber, wie es mit mir umgehen kann. Geht ein bisschen in dasselbe rein, was ich vorher gesagt habe. Du musst aktiv kommunizieren, wie es dir geht und wie die Person dich unterstützen kann. Sie beten für mich. Leo überlegt sich auch, wie kann ich Dave verwöhnen manchmal. Auf diesen Reisen und so ist ja kein Zufall, dass ich oft mit kann. Ich weiß, dass ich spüre das, weil er merkt, das tut dem Dave gut. Und wenn du so ein Update von deinem Freund nicht bekommst, nicht kriegst, weil es gibt Leute, die sind nicht so quasselig unterwegs wie ich jetzt vielleicht oder sich immer bewusst, okay, ich muss updaten, dann frag doch nach. Es gibt Leute, die haben nicht von Haus auf gelernt, Gefühle zu kommunizieren. Das betrifft auch viele von uns Männern grundsätzlich, oder? Frag nach und wenn du als Mann dann so ein bisschen dich auf Tuchfühlung einlässt, dann geh den ersten Schritt, das ein bisschen Risiko einzunehmen und zu sagen, mir geht's so. Und dann kann das Gegenüber tragen und dich in dieser schweren Zeit durchtragen. Es gibt einen mega schönen Vers, wo der Paulus sagt, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und ich finde das so ein schöner Vers, weil Gutes tun ist etwas mega Praktisches. Frage dich, was für ein Freund, eine Freundin bist du? Und das ist im Fall simpler, als du denkst. Oft bin ich unterwegs, spaziere irgendwo mit meinem Hund oder bin auf dem Motorrad. Da kommt mir eine Person in den Sinn, der geht es nicht gut. Es sind 10 Sekunden, ein Blitzgedanke.
dann nehme ich mein Handy hervor und mache eine Sprachnotiz oder frage, wie geht es dir? Es ist ganz einfach. Wenn du so unterwegs bist, dann kann dich der Heilige Geist plötzlich gebrauchen im Leben von anderen Leuten. Und es ist so simpel, es kostet mich ein Gebet, es kostet mich eine kleine Aufmerksamkeit, aber für die andere Person ist es vielleicht der Grund, warum sie nicht aufgibt. Darum hör nicht auf, Gutes zu tun. Es gibt sogar Leute, ich kenne jemanden, der hat sich ein Budget mit seiner Frau zur Seite gelegt, um Leute zu verwöhnen, die in Not sind, um Leute zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Oder wenn du kein Geld hast, dann kannst du beten oder du kannst jemandem helfen im Haushalt oder irgendetwas. Du kannst Essen machen. Wir hatten Leute, die haben sich gemeldet bei uns, gesagt, hey, können wir für euch kochen, etwas machen. Aber fang irgendwo an, Gutes zu tun bei deinen Freunden. Es ist einfacher, als du denkst. Ich möchte mit einem Bild enden und das ist das letzte. Haltet zusammen und schützt einander. Das ist ein krasses Bild. Prediger 4, Vers 12. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Und sagt auch, ein Seil aus 3 Schnüren. Das ist Gott, Dave und ich, reißt nicht so schnell auseinander. Was mega wichtig ist, wenn es zum Beispiel Dave ein Buch schreibt, macht einen neuen Song, oder ist auf der Bühne und dann die einen finden, wow, Dave, der ist so, dein Herz stimmt nicht oder was. Du weißt ja, Leute sprechen ja immer. Ich habe mich entschieden, wenn ich in einer Runde bin und Menschen sprechen negativ über meinen Freund, sage ich, halt, stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Und ich lasse es nicht zu, dass man einfach über meine Freunde lästert. Wir haben so eine Lästerkultur. Ich bin an den Duschvorhang und sage, sorry, jetzt ist die falsche Person da reingekommen. Und ich bin ein Duschvorhang. Das Zweite ist, du hast manchmal Kämpfe auch, dass niemand sieht, dass niemand wahrnimmt. Und dann haltest du die Hände hoch. Moses hat gebetet. Und ich kann mich hinter dem Dave verstecken und sagen, so kämpft man einen Kampf. This is how I fight my battle. Du brauchst Freunde, die für dich beten, die sagen, Teufel, hast ein Problem. Bevor du zum Leo gehst, musst du durch mich gehen. Also ein Duschvorhang, du kannst nicht einfach mit deinen Freunden schimpfen, wie du willst. Wenn du bei meiner Familie bist, bei jemandem angeheiratet bist und beginnst über ICF negativ zu sprechen, hast du ein Problem. Wir sind eine verschworene Familie. Da kommen diese Dinge nicht rein, weil wir sind ein Duschvorhang. Aber dann kommt das Zweite, man betet. Und das ist das Krasse bei einer Freundschaft. Wir haben eine Frage, die wir ganz am Ende euch stellen möchten. Wir haben das aufgeschrieben auf der LT-Wand. The Real Friends Frage. Wer sind deine engsten Freunde oder Freundinnen? Und wen hast du die Erlaubnis gegeben, dich zu korrigieren? Und du hast Rechenschaft, nimmst du auch an? Das ist eine krasse Frage. So, wir laden euch aufzustehen, live, online, Microchurches, ICF Mittelland, auch den Club. Wenn wir jetzt beten heute Abend, ist mir mega wichtig. Wir haben heute Abend euch nicht angepredigt, sondern wir haben vom Herzen gesprochen, weil wir wissen, Freundschaften ist so umkämpft. Vater, ich halte dir mein Herz dir hin. Du siehst die Momente, wo mich Freunde enttäuscht haben, da wo vielleicht deine engsten Freunde dich einfach fallen lassen haben, da wo Eifersucht eine Freundschaft zerstört hat, da wo Menschen dich betrogen haben, ausgenutzt haben für einen Moment und dich fallen ließen wie ein heißer Kartoffel. Ich halte dir heute Abend mein Herz dir hin. Es gibt kein Thema, das so verletzend ist als Freundschaften. Ja, ich habe unausgesprochene Erwartungen, unausgesprochene Sehnsüchte und Wünsche. Aber ich lege das heute Abend in deine Hände. Ich kann nur eins heute Abend dich fragen, Jesus, segne mein Leben, dass ich eine Freundin und ein Freund werden kann, der diese Werte beginnt zu leben. Und ich kann das nicht alleine. I need you.
Und jetzt sind wir bei dir an diesem Kreuz, Jesus, und halten unsere Herzen dir hin. Wenn es eine Person gibt, die mich versteht, wo ich verwundet und verletzt wurde von anderen Menschen, dann bist es du, wo von deinen eigenen Freunden verraten wurdest. Und du hast trotzdem weiter geliebt. Und diese Kraft, die bitten wir, dass du uns schenkst. Und den ganzen Tag schon habe ich dieses Bild, das wie Öl über ein verkrustetes Gelenk sich ergießt und es wird wieder geschmeidig und kann seine Funktion wieder einnehmen. Und wenn du dich so fühlst, dass dein Herz nicht mehr offen ist, für Menschen zu vertrauen und auch Menschen Liebe weiterzugeben, das Gute zu tun, dann halte Gott dein Herz hin, weil dein Herz ist das einzige Herz, das du verändern kannst mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und so sind wir heute hier und bitten dich, Heiliger Geist, dass du unser Herz jetzt knetest, heilst, mit deinem Öl salbst, damit wir fähig sind zu lieben, wie du geliebt hast. Ihr Lieben, wenn wir jetzt in einen Worship-Song gehen, ist mega wichtig. Ich möchte ganz kurz erklären, was wir machen. Es ist nicht so nach der Predigt, ja, wir haben noch Zeit, wir spulen noch 2 Worship-Songs an. Das ist der Moment, wo Zeichen und Wunder geschehen. Das ist der Moment jetzt, wo du spürst, vielleicht bist du da ganz neu. Du merkst heute Abend, ich brauche Jesus. Das kann der Moment sein, sagt Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Andere merken, ich bin verloren gegangen, ich bin der verlorene Sohn, habe abgedriftet. Du sagst, Jesus, ich mache einen Neustart. Ich weiß nicht, was Jesus zu dir gesprochen hat, aber es ist der Moment, wo wir jetzt singen zusammen den Worship, dass Jesus deine Seele heilt, deinen Körper heilt, deinen Geist heilt. Das ist der Moment, nicht einfach Lückenfülle, sondern ich erwarte, Vater im Himmel, dass du jetzt kommst mit deiner Visitenkarte vom Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Jesus, jetzt. Und während wir jetzt diesen Worship-Song singen, fließt diese Heilungskraft von Jesus. This is my
mein Gebet heute ist, dass diese Predigt direkt in dein Herz gesprochen hat. Und wenn sie das getan hat, dann nimm dir doch einen Moment Zeit und schreib dir auf, was der Heilige Geist zu dir sagt. Dann vergisst es du auch nicht. Und möchtest du mit uns weiter connecten, dann findest du unter diesem QR-Code alle möglichen Kanäle oder komm doch mal bei uns in Zürich vorbei. Bis bald.